Hallo, heute zusammen. Wir sind wieder da zurück bei Banished. Wir sind da gerade bei unserem neuen Markt, wo wir vorletzte Folge, glaube ich, gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr so genau. Da sehen wir die Frau, die da schön zu ihren Hühnchen schauen. Das sind so die Sachen, die wir zuletzt gemacht haben. Schön, nicht? Die geht ein bisschen Bergsteigen da mit ihrem Sohn zusammen. Ihrer Tochter, nein, Sohn ist. Wow, da haben wir einen majestätischen Hirsch, der da auf dem Hügel oben ist und umeinander schaut. Wo ist echt seine Familie, wo ist seine Herde? Abgeknallt worden. Idyllisch. Idyllisch, würde ich sagen. Idyllisch. Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Jo, wir gehen da wieder mal auf unsere altbekannte 10-fach Speedisierung. Ja, habe ich jetzt gerade neu erfunden, genau. Und schauen wir mal, was wir da machen können. Wir sind da immer am Abholzen von dem Gebiet, damit wir da Felder errichten. Und letzte Folge am Schluss habe ich ja noch gesagt, da können wir noch Felder errichten. Ich meine, da können wir die Häuser noch aufbauen, da gibt es sicher noch ein paar Häuschen hin und da auch, aber da können wir nämlich den unteren Platz. Obwohl eigentlich kann ich nach oben bauen. Das heisst, machen wir es gerade umgekehrt, tun wir jetzt den oberen Platz verwenden für Felder noch. Also da hat sicher noch ein grosses Platz und da hat sicher auch noch 1-2 Platz. Dann schauen wir doch einmal gerade schnell. Man muss die Sache immer gerade dann anfangen. Eben schon, ja. Ah, jetzt habe ich vergessen, bis wann. Ist ja gleich. So. Nochmal. Der Platz da. Also das heisst, ab da kann man abholzen. Machen wir ab da. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber passt schon. Die dann nämlich auch abholzen. Und da haben wir ganz viele Felder. Und da haben wir vielleicht so viel überschüssiges Zeug, dass wir effektiv anfangen können mit der Alkoholproduktion. Ich habe sehr lange die überhaupt nicht machen. Aber jetzt muss ich sagen, wieso nicht? Da tun wir noch 2 Speicherplätze hin. Und da noch ein Stockpile. Weil, wieso nicht? Wir können es ja, also wieso sollen wir es machen? Nein, es geht mir eigentlich eher darum, dass dann die Sachen, die hier produziert werden, dass die dann gerade irgendwo abgeladen werden. So, jetzt muss ich schnell Pause machen, damit da nichts wächst. In der Zwischenzeit, wo ich da am Schauen bin, wenn ich die Felder tue. Das erste Mal ziehe ich da eine Straße durch. Ihr kennt mich, ich bin Anhänger von der Strassensekte. Wir sind dafür, dass überall Strassen erbaut werden, auch dort, wo keine erbaut werden. Nein, natürlich nicht. So. Dann schauen wir mal. Also da kann ich schon mal kein Feld, so wie ich das möchte machen, hin tun. Aber da. Und zwar bis da rauf. Ja, das gibt kein schlechtes Feld. So, und dann noch eins hoch. Vielleicht so. Eins Platz lassen für eine Straße und so, genau. Dann passelt doch das. Dann kann man nämlich da hinten noch eine Straße durchziehen. Und dann haben wir 3 neue Felder. Passt, würde ich sagen. Weil momentan sieht es wirklich gar nicht schlecht aus da. Von den Arbeitern her. 6 lange. Wir haben ja noch Zuwachs bekommen in unserer Gemeinde. Und zwar sind ja vor 3 Folgen sind noch ein paar Dings dazugekommen. Ein paar, wie sagt man, Nomaden sind bei uns vor der Tür gestanden.
Wo wir natürlich aufgenommen haben, war ja Weihnachten dort. Und die müssen jetzt natürlich auch durchgefüttert werden und für da könnt ihr jetzt gerade etwas schaffen. Habe ich so für mich beschlossen. Okay, und jetzt geht es hier weiter. Und zwar etwa ab da, so über. Da gibt es nämlich hier oben noch schöne Felder. Und da, also, ja, vielleicht etwa da ein grosses Feld. Und da noch Felder. Genau, das läuft. Jetzt muss ich da eine Straße über dem Haus durchziehen. Damit es einigermaßen eine Gattung macht. Die Felder sind halt immer noch nicht fertig. Das geht halt lang, bis man so Felder errichtet hat. Jetzt ist die Frage, was haben wir da? Ich wäre da für Bohnen, da für Herdöpfel und dann können wir da noch Kohl machen, also Cabbage. Wenn sich die Leute mal bemühen, die 2 Bäume noch zu fällen, kommt, macht los, jetzt. Da, gut, dann haben wir noch Cabbage. So, und jetzt mal schauen, wie sieht denn das aus? Wir brauchen 9 mehr. Und das ist sehr gut, weil jetzt haben wir früh, wie sagen wir? Oh, wir haben einen Trader. Was bringt der mir? Pepper und Cherry. Cherry haben wir, das weiss ich, habe ich das letzte Mal schon angeschaut und gesehen, dass wir einen Pepper. Ist der Pepper das, was uns noch fehlt? Ich glaube fast. He? Ja, das ist ja wunderbar. Also gib mir das Zeug da, schnell. Einen hätte ich gern. Und der Watt dafür 3125. Das können wir so machen. Noch schnell nachrechnen. Das wäre 800 weniger ein Pari. Plus 2. Zahlen wir zwar ein bisschen zu viel, aber Hauptsache wir haben unsere Pepper Seeds. So, wenn jetzt das stimmt, müsste das voll sein. Es ist voll, wir haben alles. Das ist schon genial. Dann würde ich sagen, tun wir doch da statt Cabbage, machen wir doch da gerade Pepper. Also es sind ja Paprika-mäßige Sachen drin. Und das ist genial. Jawohl, auch da ist alles schön frei geworden. Das passt mir doch sehr gut ins Konzept. Dann können wir jetzt hier anfangen Felder machen. Und zwar würde ich jetzt gerne da nicht Felder machen, wie wir sie dort haben, sondern da möchte ich gerne die Gärten machen mit den Bäumen. Und mal dort, wo wir Platz haben, die grössten machen. Das sind die 15×15. Und was wir da bauen wollen, weiss ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das sehen wir dann beim Machen. Da ist Strössli, da ist Strössli und da ist Strössli. Dann können wir da eine Straße überziehen. Bam. So, Deli. Also ich denke, wir könnten da vielleicht Äpfel, Beeren, Krise und Zwetschgen. Gibt es überhaupt Zwetschgen? Ich weiß gar nicht. Bin mir jetzt nicht mal sicher. Also, wir haben gesagt Äpfel, Apfel. Dann kommt, hopp. Beeren. Da haben wir sie. Da haben wir da Jerry. Und da haben wir dann Pflaumen.
Passt, oder? Dann haben wir da wieder 12 mehr. Und immer noch 55 frei. Das heisst, wir haben da noch viel Platz für Felder. Also die wird jetzt schon mal... Oh, das ist ja wunderbar. Ich habe es gerade noch bereicht mit der Jahreszeit. Gerade mal schauen, die neuen Felder anschauen hier hinten. Wird da schon etwas angebaut? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also ich denke, Nahrungsprobleme sind damit gelöst. Sobald dann da der Ertrag noch von denen kommt. Die werden jetzt, glaube ich, etwa 3 Jahre brauchen, soviel ich weiss, bis die Früchte tragen. Aber dann gehen die so richtig ab. Das ist gut so. Dann gibt es weiter Felder. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich mache wieder die Baumgärten. Wie man dem soll sagen, die Obstgärten. Weißt du, ich ziehe jetzt einfach mal da die Straße weiter. Einfach so. Weil es geht mir tierisch auf den Sack, dass jetzt da das so komisch aussieht. Okay, also jetzt Gärten. Gärten. Machen wir da einen grossen 15×15. Und nochmal einen grossen 15×15. Und da machen wir dann abwechselnd, glaube ich, Beeren und Krise. Und dann noch kleine. Weil dann können wir langsam in die Produktion von Alkohol einsteigen. Dann müsste das dann langsam gehen. Das ist wunderbar, das funktioniert. Dann kann ich einfach da noch einen Storage Barn machen. 2. Und ein Strössli natürlich dran, dass die eine Anbindung haben. So. Und dann müssen sie sagen. Gut. Dann haben wir da gesagt, abwechselnd Äpfel und Krise. Cherry. Und ich glaube da nochmal Krise. Genau. Dann da wieder Weg runterziehen. Ah, da hat ja auch noch einen. So. Und dann da unten das Ganze nochmal. Und dann können wir nämlich da dann unsere, wie heissen die Teils? Weiss nicht einmal mehr. Taverne rein tun. Da kann man irgendwie, keine Ahnung, Walnuss machen oder so. Irgendetwas anderes halt. Und dann ist das die da oben. Da möchte ich eigentlich kein Feld machen. Da könnte man dann mit Häusern weiterbauen. Für all die Leute, die dann hier arbeiten. Weil da braucht es Arbeitsplätze. Das heisst, da könnte man schon ein kleines Quartier machen. Mache ich doch gerade. Das heisst, es wird dann wieder einen kleinen Anstieg geben an Geburten. Was absolut in Ordnung ist. Wir wollen ja wachsen. Das ist ja da, wo wir wollen. Wir wollen die Metropole werden. Das wird dann genial. Ich bin absolut zufrieden, sind ihr das auch? Ich finde, es sieht wunderbar aus. Was man auch noch könnte machen. Und das stört mich jetzt gerade ein bisschen da. Ich bin da so einen Platz hin. So. Gut, und dann gehen wir mal schauen, was der Trader meint. Der Trader, der bringt ganze Haufen. Ganze Haufen, die ich sehr, 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 sehr gut finde. Also, heute kaufen wir so richtig ein. Da. Heute schlagen wir über die Stränge. Ah, da haben wir 2000 von dem Zeug dabei. Da haben wir da. Mal zuerst das da. Dann haben wir da 2000 Feuerholz. Also gut, in dem Fall das da weg. Trade. Dann warten wir schnell eine kurze
kurzes Augenblickchen. Aber wir haben ja noch, wir haben ja völlig genug Platz. Ja, völlig genug Platz. Dann können wir nämlich weiter einkaufen. Und zwar hätte ich gern, ich schon mal ein bisschen vorausdenkend einkaufen. Und zwar wollte ich ja dann aus Äpfel und Krise möchte ich gerne den Alkohol machen. Das heisst, man braucht sicher viel Krise. Ja, komm, weißt du was? Wir kaufen einfach von allem so viel ein, wie es noch geht. Füllen wir ein bisschen unsere Speicherplätze. Noch eins gern. So. Walnüsse, ja, bauen wir auch noch wenig an. Chestnut, ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf Deutsch übersetzt. Und Roots kaufen wir auch noch. Die brauchen wir auch sehr viel. So, dann mal schauen. Also wir haben 1000 Leder. Dann kauft der sonst noch alles. Der kauft noch von dem Zeugs. Also 6000 fehlt uns jetzt im Moment noch. Das geht gerade auf, wenn wir dort wieder 2000 drin haben. Das wird nicht mehr lang gehen. Mal schauen. 2000. Machen wir schon. 2000, hopp. Das ist immer ein bisschen mühsam, wenn ich da muss warten, bis das Zeug drauf gefüllt ist. Aber es geht ja relativ schnell. Wir haben ja da immerhin 12 Arbeiter drin. Aber es ist halt auch immer das Warten. Und wir haben ja genug von dem Zeug. So ist es nicht. Wir haben jetzt noch 5000. Bam. Trade. So, wir haben leer gekauft, der arme Keib. Aber dafür sieht es wieder wunderbar aus da. Schnell schauen, wie sieht es denn da aus mit den Speicherplätzen. Wahrscheinlich werde ich jetzt schon bald die Meldung bekommen, dass wir voll sind. Nein. Nein, überhaupt nicht. Das sieht sehr gut aus. Es war fast ein bisschen Overkill da, das Zeug, das ich angebaut habe. Weil da ist jetzt natürlich alles wieder voll. Da auch. Es wird sich wieder langsam anfüllen. Vor allem, wenn da die Felder funktionieren. Also da bekommen wir jetzt momentan noch nichts rein. Aber da dafür natürlich. Die Felder, die müssen laufen. So fast ein bisschen wenig Arbeiter, dunkt es mir. Dann machen wir noch das so. 6 da und 6 da. Weil die gehen natürlich auch dann aushelfen bei den anderen Farmen. So. Genau. Und wir haben Nomaden. Machen wir es doch so. Die Entscheidung, ob wir, egal wie viele Nomaden jetzt da drin sind, ob wir die aufnehmen wollen oder nicht, treffen wir beim nächsten Mal. Ey, was ist eigentlich das? Das ist nicht der Dorfplatzmann, das ist ein Keg mit Schaf drin. Was machen die alle da? Hey, zieht euch das einmal rein, wie viele Leute das da rumstehen. Ah, das sind das Nomaden. Das Nomaden? Ja, das sind Nomaden. Ach so. Ah, das stehen einfach auf den Feldern rum. Klaue die? Klaust du da gerade Wolle? Hat der einen Schere in der Hand? Naja, wir werden jetzt bei der nächsten Folge herausfinden, was die da machen und wieso dass die da so komisch rumstehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann. Bye bye.